Also ich habe gerade ein Video vom Axel gemacht und er ist während dem Video gefragt worden, ob man dann noch ein Foto machen. Oh, ich lieb's. Also wir sind jetzt schon am Parkplatz vom Skogafoss angekommen. Nur am Parkplatz. Wir sind nur im Auto, weil wir noch keinen Parkplatz haben. Es gar nicht so einfach ist, da einen zu finden. Es ist wirklich die Hölle los. Wir haben ja gesehen, es wird momentan schon ein neuer Parkplatz errichtet oder ein zusätzlicher. Der wird wahrscheinlich aber etwas kosten oder so. Jetzt gerade haben wir ein paar Parklücken gefunden. Wir steuern gerade eine. Ja. So, Waterfall Number 2 for the day. Man sieht im Hintergrund schon wieder die Massen, das heißt, das muss was sein, was man kennt. Wir sind beim Skogafoss angekommen, dem meiner Meinung nach vielleicht sogar schönsten Wasserfall Islands aufgrund von seiner Form. Aber wir sind frühen Nachmittag natürlich nicht alleine, darum gibt es jetzt wieder ein bisschen eine Touristen-Experience. Ja, die Sache ist die. Ich brauche ein wenig weiter zugefahren können. Ja. Wirst du dann noch deinen Stab finden? Ja, ich bin ja gerade ein bisschen lost. Ja, man sieht ja die Regentropfen auf der Linsen. Es ist auch da wieder die Gischt phänomenal brutal. Also wir sind jetzt sicher noch 100 Meter weg vom Wasserfall und es bläst einfach den Wasserfall komplett an. Ja, gehen wir dazu? Also ich habe gerade ein Video vom Axel gemacht und er ist während dem Video gefragt worden, ob man dann noch ein Foto machen. Oh, ich lieb's. Und es ist gerade was richtig Cooles passiert, richtig lieb. Also, Ja. wir wollten gerade ein Foto miteinander machen. Das hat sich aber schwer herausgestellt, weil natürlich jeder ein bisschen auf sein eigenes Foto und Video fokussiert ist und wir wollten da nicht irgendwie reincrashen. Und ja, wie wir gerade versucht haben, dass wir unseren Spaß machen, ist auch, ich glaube Amerikaner wird das gewesen sein, Wahrscheinlich. herkommen, ob wir Airdrop haben. Und ich so, ja. Na, aber sie hat gerade in dem Moment, wo wir viel gerannt sind, ein Video gemacht und da sind wir voll reingerannt, aber sie hat gesagt, das ist voll lieb. Sie darf uns gerne schicken. Ja, und ihr könnt jetzt gerne entscheiden, ob jetzt das Video Unser was ist. Ja. oder ihr Video besser geworden ist. Genau, aber wir sind extrem happy und sehr cool. In anderen Wagen. Das hat mich wiederum interessiert. Genau. Ja, Vorteil am Fahrrad ist, dass man bis zu die Sides zubekommt, ohne dass man ja, zu Fuß gehen muss, Laura.
Ja, wenn wir bis zugekommen, haben wir dann ziemlich geile Abkürzung entdeckt. Ja. Action geladen. Ah, ja. Ja, eigentlich sind wir uns ziemlich einig. Die Anzahl an Besucher hält sich in Grenzen und die Form des Wasserfalls kommt uns schon bekannt vor. Wir finden fast, durch das, dass man hinten vorbei gehen kann bis zu der Hälfte, ist es fast der schönere. Sehen wir ganz was. Weniger Besuch, in unserem Fall kostenlos und genauso schön. So, jetzt gehen wir noch hinten um. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Es ist leider nicht windig. Schauen wir gleich aus. So, ihr seht, wir sind kreativ im Windschatten zu sein, damit wir ja möglichst eine gute Audioqualität für euch machen. Jetzt gibt es noch ein Fazit zum Quertnerfoss. Also, wir würden sagen, das ist so der bessere Seglerlandsfoss. Viel weniger Menschen. Wir waren am Anfang mit nur 3, 4 anderen dort. Man kann mindestens genauso cool hinten rumgehen und man hat eine wirklich tolle Aussicht auf den Wasserfall. Also nicht verpassen, wenn man zum Skogafoss fährt.